Habe Derek Kid Rap. Servus. Hast du folgenden Tierfakt schon gekannt? Eulen haben keine Augäpfel, ihre Augen sind Röhren, die fest im Schädel stecken, deswegen können sie ihren Kopf fast 270 Grad drehen. Ist ja sau unpraktisch irgendwie. Also cool die Sachen am Kopf, aber so Pferdl sind da schon Also klüger. was heißt das deswegen? Also dadurch, dass andere, also die können Sie halt müssen einen es Kopf... halt machen. Ja, deswegen hat es die Natur so eingeführt, ich glaube, das wollen's. Ja. Prost. Willst du kurz erklären, warum wir jetzt heute Cola Light trinken? Ja, ganz kurz noch was anderes. Es gab ein paar Beschwerden wegen am Sound, also nicht überraschenderweise. Ich habe versucht, ein bisschen auszubügeln, aber die Interviewspur vom Alpine FM Sebastian war leider sehr schlecht. Ja. Genau, ja, sorry, das war's. Achso, das habe ich mitgekriegt. Ja, dafür darfst du dich gar nicht entschuldigen. Ja. Weil die Arschlöcher, die ganzen Arschlöcher hier, die uns gerade zuschauen und zuhören, wir müssen halt dann einfach skippen. Ja. Besser als gar keinen Podcast rausbringen. Aber ich muss sagen, da hätte mir wahnsinnig aufgeregt. Ich habe dann die Kopfhörer, habe ich mir angehört, da war es nicht so schlimm, aber ich habe es dann auch im Auto nochmal angehört. Ganz schlimm, ja. Du verstehst gar nichts. Und dann ist halt das Schlimme, wenn du es lauter machst, dann wird wir noch viel lauter, aber... Mein Gott, da kannst du nichts machen, das ist nicht unser Fehler, wir hätten den Teil halt komplett rausschneiden können, aber... Wollten wir nicht. Wir wollten eigentlich teilhaben lassen und beim nächsten Mal werden wir es wieder ganz genauso machen. Wann haben wir das letzte Mal geredet? Was war das Thema? Wir haben einen Gig gehabt. Ja. Nein, haben wir doch. Also du meinst, nein, über den haben wir noch nicht geredet, meine ich. Ja. Gedacht, du willst gerade aufzählen, worüber wir schon geredet haben. Ja, nein, wir waren in Karpfarm. Ja. Saugeiles Bierzeit, waren in der Hackelberger Hütten, lauter nette Leute, also sowohl die Wirte, also die Leute, die da gearbeitet haben. Tontechnik, Vorband, wie aus der Coverband, die noch mitgespielt hat, auch super. Weidler Power. Weidler Power, entspannte Dudes. Falls ihr das Herz, Weidler Power. Das klingt wahnsinnig rechts. Ist das gewollt? Wenn ja, cool, völlig cool. Wenn nicht, wollte ich eigentlich nochmal gesagt haben, dass Weidler Power so ein kleines bisschen wie White Power. Es ist eigentlich nur das Leer dran. Du sprichst das ja falsch aus. Weidler. Weidler Power. Ja, das stimmt. Ja, dann glaube ich. Aber Weidler Power, ja, ich finde es trotzdem mutig. Ja, muss es bauriger sagen, dann geht's schon. Wir würden damit nicht durchkommen. Nein, deshalb heißen wir los, Bruder, los. Ja, Entschuldigung. Ja. Geiler Festwirt. Ja. Hat schon gesagt, oder? Habe ich schon gesagt. Scheiße, ja, ich wollte nochmal hervorheben. Und ansonsten ein geiles Volksfest. Wir waren jetzt draußen nicht viel unterwegs, muss man sagen. Nein, über dem Hergehen. So gekränkt war nicht schön. Ich bin das mal separat angereist. Ja. Aus privaten Gründen. War auch schön. Ja. Ist geil, wenn du da kommst und die anderen. Aber ihr wart nicht angesoffen. Nicht einmal. Habt vielleicht 5,5 gehabt oder so. Wenn überhaupt. Ja, ich glaube, du kommst fest 4 tatsächlich erst. Nein, Schmarrn, wir haben Autofahren schon nicht drunter. Ja, aber das merkst du ja, wenn ihr hier losgefahren seid um, keine Ahnung, 1 und ich komme um 9, dann sind ja 5,5 das jetzt gar nichts drin. Also, der Wirt war sehr motiviert, also hat er immer, wenn dann das Glas Lava hat und er war in der Nähe, hat er gleich wieder ins geholt. Ja. Und dann ein bisschen verspätet gespielt. Warum denn? Weil der andere Musiker zu spät gekommen ist auf jeden Fall. Okay. Ja. Wie viel spät? Ich glaube, spät gekommen ist 25 Minuten, oder? Und insgesamt die Verspätung waren dann 50 Minuten. Also ursprünglich hätte er um 10 spielen sollen. Ja. Gekommen ist aber erst um 10:30. Ja. Hat dann auch zu spät aufgebaut, also war noch nicht aufgebaut. Hat dann um 11 das Spielen angefangen, wo wir eigentlich angefangen hätten sollen. Hat dann gespielt, bis wir spielen haben können, war es kurz vor 12. Ja. Das Zeit hat aber um 12 in der Theorie, wenn es nicht so ein geiler Fest wäre gewesen, wäre, hätte es zugemacht, was halt insofern... Also ganz Karpfarm. Ja, das Ganze, also nicht ganz Karpfarm, also das Ganze... Also der ganze Zeit... Die ganze Veranstaltung, alle die ganze Zeit... Kirmes. Die ganze Kirmes, ganz genau, der ganze Volksfestplatz. Ja. Hat zugemacht, das bedeutet, es sind auch schon die Shuttlebusse ab 11 gefahren und sind halt dann gekommen um 12 haben sie halt alle gewusst, alles klar. Ja. Entsprechend war weniger los, als wenn wir um 11 gespielt hätten. Ja, aber mir ist das wurscht, aber mir hat es für einen Festwirt leid da, der ja Unmengen an Geld für uns ausgegeben hat. Ja. Es sind ja trotzdem noch viele Leute da. Ja, voll. Das gemeint haben, es ist eigentlich nichts mehr. Ja. Ja, uns haben einige Leute wirklich geschrieben. Ja, man spielt es endlich.
Ja, erstens das und einer hat dann noch geschrieben, eine hat geschrieben, warum wir nicht gespielt haben. Okay. Ja, schön. Wir haben gespielt, aber da warst du schon im Shuttle, denke ich mal. Ja. Also sorry an der Stelle. Ja, Ja. ansonsten, das war am Freitag, gell? Nein, am Donnerstag. Am Donnerstag war das. War in der Zwischenzeit nochmal? Nein, war nichts. Aber am Montag war halt dann ein absoluter. Ich sag's, wir haben letztes Jahr, glaube ich, schon drüber geredet, deswegen vielleicht machen wir, ich weiß nicht, wie ausführlich wir das Jahr wieder machen müssen, aber folgende Situation: Es gibt nichts Geileres auf der ganzen Welt, wie dir am Wecker um 3:30 zum Stehen, wissend, dass du innerhalb einer halben Stunde dann später, weil du machst, du duschst noch, dir der erste halbe rein zündst. Um 4 in der Früh zündst du dir der erste halbe rein und es gibt wenig Situationen, sehr wenig Situationen, die rechtfertigen, dass du um 4 saufen anfängst. Na, Aufwecker. Aufwecker ist noch, aber ja, Aufwecker, ja, sonst halt, wenn du einen sehr frühen Flug hast und eben ein Bockfotzen davor trinken musst. Ja. Aber auch nur, wenn du fliegst, weil beim Fahren ist es ein bisschen außer, du bist halt derjenige, der sicher nicht fährt. Dann geht's auch noch. Ja. Also, aber sonst fällt mir jetzt gerade gar nichts ein. ein. Stefan, du bist zum Beispiel, weil du fährst sehr sicher nicht. Ja, klar. Ja. Zu 100% würde ich sagen, ja. Fährst du nicht. Und dann hockst du im Auto, fährst 1,5 Stunden Richtung Obersturm-Manching. Ja. Und dann bist du um 5:10 am Zeit, weil natürlich hast du reserviert, weil du möchtest ja nicht unter das Volk mischen. Nein, die Leute, die da sind eine Stunde eher da gewesen. Die sind seit 4 sind die da. Der Ding hat sogar gesagt, also da, wo wir losgefahren sind, waren die Amtszeit, gut, die waren halt noch 1 Minute weg. Ja. Und die stürmen da rein wie die Geisteskranken. Ich habe das Video des Tetrapacks dann auch hochgeladen hat, das haben sie uns ja schon gezeigt davor. Nochmal angeschaut, wie viel da hinfallen aufs Entwürdigendste. Auch von die Tisch, das ist denen komplett egal. Da springen die da drüber, wie so Ich hab's gesehen, ja. übermotivierte Gamsen. Und dann habe ich mal gefragt, denjenigen, der unseren Tisch reserviert hat, wie aufwendig das ist. Ich habe gesagt, gar nicht. Das ist gar nicht aufwendig. Oh, es ist sehr aufwendig. Ja, es ist recht aufwendig. Lasst es. Kannst du es komplett vergessen. Ja. Du musst halt die ganzen Markerl abnehmen. Ja. Und das ist schon. Und jetzt muss ich auch, das ist mir das eigentlich das Wichtigste. Weißt du, was bei mir am meisten hängen geblieben ist bei diesem Bad? Negativ. Bei den Markerl? Nein, beim ganzen Veranstaltung. Ja. Nein, also ich kann es mir denken, aber die Okay. Also ja, ich habe gedacht, du magst das. Diese Hurensohn-Bedienung, die da war. Es hat eine scheiß Servicekraft dagegen, aber das gibt da Leute, die haben schon so eine Hurensohn-Ausstellung und dieser Typ war ein Hurensohn und es hat sich so sehr durch den ganzen Tag gezogen. Am Anfang habe ich gedacht, okay, Alter, du bist jetzt gerade wieder negativ. Du bist gerade negativ. Ja. Weil er ist gekommen, hat gesagt, das war noch in Ordnung, hey, nur dass er uns gleich schon mal brieft. Also so, wenn er kommt, dann bringt er immer gleich 10 Maßen. Ja. Also da soll gleich der ganze Tisch bestehen. Die Maß kostet 15 €. Die Maß kostet 2,40 €. Ja. Er hat sich also selber sein Trinkgeld schon eingerechnet. Ja. Die Maß kostet 15 € und er möchte, wenn es zu lang dauert, dann muss er halt leider zum nächsten Tisch gehen. Ja. Ich verstehe zu 1000%, dass man da keinen Bock hat, jetzt 10 Minuten an einem Tisch zum Stehen, weil die ganzen Besoffenen brauchen ja noch eine 50 rauszuholen. Ja. Aber diese Aussage, die Maske kostet 15 €, da werde ich schon sehr zentig. Und dann ist die ganze Zeit scheinbar, ich habe dann später mit dem anderen Tisch noch geredet und dann hat er schon dann dreht sich der Ding auf einmal um und sagt, das ist so ein Hurensohn zu mir. Dann sage ich, das weiß ich schon, aber warum jetzt bei dir? Und dann hat er einer scheinbar auch zu wenig Geld zurückgegeben, hat behauptet, also richtiger Bastard. Nein, das ist sehr ärgerlich, ja. Weil man muss dazu sagen, seine 2 Kollegen, die uns noch mit Die waren bedient spitze. die waren top, also da ist gar nichts sagen Er können. war der einzige Hurensohn auf dem ganzen Gelände. Also, ansonsten... Nein, das war nix. Ja, wie gesagt, wir haben ja schon oft drüber geredet, so Trinkgeld geben ist ja okay. Aber ich habe es halt einfach, es liegt trotzdem, wie hoch der Trinkgeld ist, im Ermessen von jedem Gast selber und sie dann nur über die Norm zu verlangen. Also er hat ja nicht gesagt 13 € oder 13,50, was dann so die 10% gewesen waren, ungefähr. Nicht einmal 14 €. Nicht einmal 14, er hat sich selber 2,80 € Trinkgeld gegeben. 60, oder? Dann was habe ich gemeint, 2,40, oder? Achso, ja, kann sein. Ist scheißegal. Ja. Ich habe gemeint 12,20. Ja.
Wahrscheinlich hat es 12,30 gekostet. Nein, wahrscheinlich 15 Euro gekostet. Ja, wahrscheinlich. Nein, ich habe auf den Zettel geschaut. Ja. Ja, nein, also wie gesagt, und man kann ja dann netten Service kann man ja dann zusätzlich noch durch ein höheres Trinkgeld belohnen, wenn man da das Bedürfnis hat. Sehr gern. Aber ich gehe nicht mit dem Trinkgeld in Vorleistung. Nein, Ja. stimmt. Also, wenn ich dann merke, und vor allem ist doch immer so, du bist dann nüchtern, dann gibst du deine, keine Ahnung, rundst halt auf oder machst einen Euro und dann, wenn du besoffen bist, sagst du, Ich nehme den 20er. ja, sage ich mir, egal. Was war das? War das jetzt gerade ein 50er? Ja. Egal, scheiß drauf. Ja, ich weiß gar nicht, was ich heute dabei habe. Nein. Das ist noch sehr viel. Nimm mein Geldbeutel. Ja, schon. Und gib mir am Schluss das, was übrig ist. Ja, schreibst da alles zusammen und dann. Willst du noch die Breitling-Uhr? Nee, halt's Maul, ja. Wurscht. Ja. Schwamm drüber. Ja. Du bist der Hurensohn, weißt du das sagst. Na, nix gegen deine Mom, aber du bist das richtig beschissene Bedienung. Ja. Das ist Fakt. Das Einzige, was die sympathisch gemacht hat, das Allereinzige, ist, dass ihn gleich in der Früh schon sein Halbe in der Hand, also der hat eine Glasflasche dabei gehabt und hat wirklich schon, bevor alle anderen gesoffen. Das finde ich stark, das finde ich wichtig. Da hast du was richtig gemacht, aber bei allem anderen nicht. Aber gut, dass du es nochmal dazu gesagt hast, die anderen Bedienungen waren der Wahnsinn. Ja. Geduldig, hübsch. Wenn wir gerade bei sinnlos Geld ausgeben sind, wir waren ja dann noch in diesem Weißbierstand und dann habe ich 5 Weißbier gekauft und die waren extrem teuer für das, dass 5 Weißbier waren und dann ist mir aufgefallen, warum, da war nämlich ein Pfand drauf. Oh. Auf die ganzen 5 Glasel und ich glaube sogar nicht einmal wenig, ich glaube 2 oder 3 Euro und ich habe es natürlich nicht zurückgegeben. Da habe ich sehr viel Pfandmarkerle mit dem Geldbeutel. Ah, praktisch. Ja gut, nächstes Jahr vielleicht. Denkst bestimmt dran. Ja. Ich habe aus irgendeinem Grund, und da merkst du, es hat weitergefallen, draußen Sarti getrunken. Okay, Mir ich hat, weiß nicht, was das ist. mir hat irgendjemand Sarti ausgegeben. Ja. Das ist ein rosa Getränk. Weil ich gesagt habe, mir ist das Aperol-Zeug, das ist mir zu schwul. Ja. Nein, ich hasse einfach Aperol. Ja, ich mag es geschmacklich gar nicht. Und dann bring ich Ja, einen hat Sarti. sich die Gruppe also ein bisschen geteilt, weil mir ein paar gesagt haben, sie gehen an einen Parol trinken. Ich habe gesagt, alles klar, da bin ich auf jeden Fall nicht dabei. Ja. Und dann bin ich um diesen Weißbierwagen rumgeschlichen, weil der so voll war. Man hat Der Kreisel, ja, das war heftig. Ich bin da gestanden mit meinen 5 Weißbier und bin da so oft rumgegangen, dass ich nicht mehr gewusst habe, wo ich bin und wo die anderen sind. Dann steht er die ganze Zeit da wie so ein Vollidiot. Dann ist der Flo, dann Gott sei Dank. Ja, noch ein paar andere. Ich muss auch dazu sagen, also da, ich weiß nicht, wann so der Moment da war. Also das war dann, das Strange bei diesem Suff-Verlauf ist, finde ich immer. Ich weiß noch so, 9, 10 war alles nur so richtig cool an sich. Ja. Und dann ist auch so eine Zone, wo du dann sagst, ah ja, da bin ich besoffen. Ja, Da bin ich dann beim Ausgehen aus dem Zeit, nach dem Julian Sommer, habe ich mir noch gedacht, ja, heute bin ich gar nicht so besoffen wie letztes Mal. Aber das kommt dann so zack, bang. Und dann, saufst du noch 2 Weißbier, was ich Freilich. ein Liter Bier ist. Ich glaube, will man nicht sehen. Nein, ich glaube, oder haben wir einen Schnaps drin? Ach, keine Ahnung. Ist ja wurscht. Das weißt du nicht. Ja, Polizei und die Securities haben auch einen ganz großartigen Job gemacht vom Zeit, weil das Zeit war dann voll. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, es war Einlassstopp. Ja. Und dann war ich natürlich gerade draußen beim Pissen. Ja. Dann sagen sie, ja, du kannst nicht mehr reinkommen. Dann sage ich, super, mein Tisch ist aber drin. Dann sagen sie, ja, sie dürfen auch keinen mehr reinlassen. Dann sage ich, das hätte ich ein Bundle lösen müssen oder so. Ja, nein, können sie jetzt nichts machen, ich darf nicht mehr rein. Ich habe gesagt, okay, ja, was mache ich dann jetzt? Okay, habe ich gesagt, haben wir gedacht, gut, dann schaue ich mal ums Zeit. Dann gehe ich von da, wo der Eingang ist, einfach um die Seiten. Ja, und so da was jeder Eingang. Dann denke ich, okay, gut, ja. Hauptsache, ich habe 2 Minuten Panik gehabt, dass ich nicht mehr zu meinem Bier komme. Ich war so besoffen, sage ich mal, dass mir wurscht war. Ich bin hingegangen und habe gesagt, ich habe nicht einmal gecheckt, warum die scheiß Polizisten da sind. Ja. Weil ich habe es einfach nicht gecheckt, was los ist. Ich habe mir gedacht, scheiße, was ist denn jetzt los? Ja. Ich habe auch nicht gecheckt, dass der Julian Sommer spielt, weil ich kenne den Typen nicht wirklich. Und habe auch nicht gewusst, dass das ein großes Ding ist, dass der da gerade spielt und was weiß ich. Und dann habe ich nur gesehen, dann bin ich hingegangen und habe gesagt, was ist denn hier los? Habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, komm jetzt da nicht rein. Und ich gesagt, nein. Dann sage ich, okay, dann gehe ich da vorne rein. Habe ich gesagt, ne. Und dann habe ich gesagt, muss ich dann da vorne rein? Und dann haben sie noch gleich geschaut und dann bin ich da vorne rein. Gegangen, ja. Also du darfst da nicht zu große Gedanken machen, das war das gleiche wie der halber voll
Also behauptet hat, ich komme nicht wieder ins Wiesenzeit rein. Ja. Als wir gemeinsam unterwegs waren, da warst du der Band, der Harry nicht, gell? Ja. Weißt du, oder war der? Ja, doch, ja, ja. genau. Ja. Und da bin ich ja dann zweimal wieder ins Zeit gekommen, und zwar einmal durch Quack Quack Ja. und einmal durch großes Glück, weil das einer war, der mir erkannt hat. Ja. Das war ein riesen Ja. Massel, aber da hätte ich mir da Gedanken gemacht, nein, geh nicht aus, du. Ja, Dann gut, war ich das- nicht mit dem Huber voll Ding gefahren, Riesenrad Ja. oder sowas. Ja. Weiß nicht, was wir gefahren sind. Irgendwas, was keinen Spaß gemacht hat, weil nichts da Spaß mit Ich hasse Fahrgeschäfte, glaube ich. Ja. Ist jetzt auch nicht mein Highlight, aber gut. Ja, dann sind wir noch heimgefahren, abgeholt worden. Entschuldigung, es gerade noch, warst du da dabei bei dieser Diskussion, weil der entweder der Ding oder der Ding hat sich wirklich aus Versehen beim Umdrehen, hat er halt, aber hat das auch nicht so ganz mitgekriegt, hat er ein Aperol von jemandem halb ausgeschüttet. Und die zwei waren auch schon so wahnsinnig stark und haben gesagt, haben sie gleich richtig aufgeregt. Ja. Und ich war gerade so noch richtig gemütlich, eine Sarti-Laune. Ich habe ein rosa Getränk in der Hand gehabt und habe gedacht, du kannst den Gemütszustand auch anpassen. Ja. Und habe gesagt, was ist denn das Problem? Was ist denn hier los? Was ist denn hier schon wieder? Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, ich habe mein Getränk geschmissen. Und sage ich, ja, das ist saublöd. Das ist mir Lag natürlich das, war leid. das da so auf dem, für den Weißbierwagen auf dem Zaun quasi? Nicht, okay, dann weiß ich es nicht. Ne? Das habe ich so grob im Kopf, aber. Dann habe ich gesagt, ja, das ist jetzt blöd, das kann halt immer passieren. Gell? Ja, ich möchte jetzt erst so, ich habe sofort das Geld gegeben für das Getränk. Und dann hat der Ding gesagt, es war schon halb leer und es war ein Versehen. Ja. Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir es so und gibst dem halt, was auch, habe ich gesagt, gibst dem jetzt halt anstatt, er hat gesagt, 12 Euro scheinbar kostet das Okay, Ding. wow, Ja. Gibst dem halt Hälften und sind alle glücklich. Nein, er möchte alles haben. Okay. Er möchte alles haben. Also war das einer von unserer Gruppen oder Nein, war das ein aber Fremder? einer von unserer Gruppe hat sich runtergeschmissen. Okay, ja, aber der, wo sie auf Die anderen waren irgendwelche zwei Fremden. Ja. Er hat gesagt, er geht jetzt da vorne zur Polizei. Und das Geile ist, und er geht hin, habe ich gesehen, und man hat gemerkt, der hat gar nicht mit einem geredet, der war schon so ausstrahlt. Dann kommt er wieder und der hat gesagt, der muss es ihm zahlen. Kein Scherz, das ist keine erfundene Geschichte. Dann habe ich gesagt, dann hol ich ihn jetzt. Ja. Und dann bin ich, normalerweise hätte ich auch nüchtern nie gemacht, dass ich dann nochmal jetzt, dass ich dann zu ihm hingehe und sage, er behauptet jetzt, du hättest gesagt, man muss zahlen, sonst fliegt er raus, und dann kommt der her, der hat natürlich auch, war mega nett, wirklich mega nett. Ja. Ist den Umgang mit Betrunkenen offensichtlich gewohnt gewesen und hat gesagt, so, sagt so einen, weißt du, wie viel Glasel am Tag hier runterfallen? Und wir haben gar nicht miteinander geredet. So gesagt. Und dann haben wir irgendwie so leid. Ja. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich kann das nicht sagen, jetzt besoffen. Dann sage ich, da kriegst du jetzt einen Fünfer und dann verpiss dich. Dann hab ich ihm aus irgendeinem Grund den Fünfer gegeben. Und es war alles gut. Also, Ja. Entschuldigung, das wollte ich reinschauen, weil es halt für eine gute Geschichte gehalten. Ja, wir sind ja quasi also wir waren ja gemeinsam mit anderen Leuten dort, mit den Langenbacher, und sind aber dann getrennt heimgefahren, weil wir woanders wohnen. Haben uns noch ein paar wichtige Videos hin und her geschickt von unseren Fahrten. Das war was für unser Ding. Naja, für die Los Brutales-Gruppe. Ja, weil das ist echt heftig. Und vor allem, das ist mit zunehmender Uhrzeit noch schlimmer geworden. Ja, und dann sind wir zu dem Dad gefahren, in den Keller. Also muss man dazu sagen, der Dad hat einen coolen Keller. Ja, also das wissen sie inzwischen. Ja. Ein Man Cave, glaube ich. Weißt du, wie viel halbe wir auf dem Rückweg noch getrunken haben? Weil eigentlich vom Grangfall könnte man gut vorstellen, dass es nur eine war. Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es nur eine war. Also ich glaube, es war eine oder zwei, aber wir haben uns ja beim Mackie noch was gekauft und hatten dann Eistee und sowas. Ja. Da haben wir einen Harry scheinbar ziemlich im Stich gelassen. Entschuldigung, Harry, nochmal. Ich weiß ja, du schaust alle Podcasts auch nochmal nach. Dann. Tut uns leid. Tut uns wirklich leid. Das nächste Mal bringen wir da 3 Cheeseburger mit einem 20er Chicken. Ja. Aber zumindest hat letzten Jahr heute erst wieder Zeit, dass es gibt zur Zeit diese Garlic Pepper Chicken, die voll geil sind. Ja.
Und wir haben noch vor kurzem darüber geredet, wie geil er die findet, aber an dem Tag war er schon so besoffen, dass er es an dem Tag nicht mehr geil gefunden hat. Weil sie haben zu scharf waren. Also, das ist saublöd gelaufen. Ich weiß aber noch, dass dieses Mackie-Menü für mich irgendwie das Allerbeste auf der ganzen Welt war. Das war. Gut. Ja, gut, du musst ja dazu sagen, du hast Asianudeln gegessen. Und die waren so reidig an dem Tag. Okay. Ich will es mir noch nicht anmerken. Haben 2 Wiener gegessen. Oder waren 2 Käsekreiner. Ja. Und der Brezen. Und auch wenn das natürlich ein fettiges Essen ist, ist das, glaube ich, jetzt nichts mengentechnisch, was dann danach. 14 Maß fertig. 6 Maß da. Naja, wohl 6 werden es wahrscheinlich nicht gewesen sein, aber 4 Maß werden es schon gewesen sein, glaube ich. Ja. 3 bis 4. Also 4 auf alle Fälle. Ja. 3 heute für unrealistisch. Weil nach 3 Maß ist man nicht so. Ja, wahrscheinlich, ja. Und ich habe schon gemerkt. Ja, ich habe schon gemerkt. Ich habe das mal kein Maß gefallen lassen. Bier nicht, aber ich mache das, glaube ich, selten. Nein, habe ich noch nicht gesehen. Ich lasse einfach allgemein hin und wieder Dinge fallen. Ja. Na, so jetzt mir noch nicht vertrauen, wenn ich sage, dass derjenige sein Getränk noch halten kann. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Ja. Und besoffene Wegführungen von dir, zumindest Zeitangaben. Wegführung, ich glaube, dass du die und besoffen immer ankommst und auch gut noch navigieren kannst, aber die Zusammenhänge sind dann manchmal nicht mehr so zu 100% da. Ja, dann nach diesem Mackie-Menü, ja. Also sind wir zu dem Date in den Keller gefahren. Ich habe ihn gefragt, wie lange wir da waren, weil ich habe es nicht mehr so genau gewusst, logischerweise, wann wir gekommen sind, aber wir sind so um Viertel nach 4 hat er gesagt, gekommen, oder halb, nein, um 5 sind wir gekommen und um 7 hat er Schluss müssen, weil er kann nur das meine zu. Er hat gesagt, es hat ihm so leid da. Ja, aber gut, ich wollte gerade sagen, er hat mit uns nichts mehr angefangen können, aber wir sind ja dann, zumindest wir 2, noch hierher gefahren. Dann haben wir uns nochmal drei ganze Bier und noch eins zu. Ja, ich glaube, wenn es 2 Schluck waren, ist das viel. Aber ich muss jetzt schon sagen, am Tag danach habe ich mir schon gedacht, warum denn? Ja. Warum denn immer? Also warum kannst du denn nicht einmal so ein Ding geben und jetzt, weißt du was, Alter, jetzt machst du halt einfach mal ein bisschen, keine Ahnung, mal wieder einen Monat, 2, 3 Monate Pause. Aber jetzt, in diesem Moment, denke ich, wow, was für ein geiler Tag. Ja. Ich meine, das waren die ganzen Steps, das hier, das war voll geil noch. Ja, also es ist halt anscheinend auch so ein Generationsding. Also die Generation, wo jetzt nach uns gekommen ist, die saufen alle viel weniger. Unsere Eltern haben ein bisschen weniger gesoffen wie wir, aber die Großeltern anscheinend noch mehr. Also laut so einer Statistik. So mein Dad hat garantiert nicht. Nein, aber ja. Vielleicht war es ja damals noch, war nicht schwieriger. Aber ja. Mama, falls du das siehst, das möchte ich mich entschuldigen, dass ich oben an der Kellertreppe 15 Minuten lang einen Monolog gehalten habe mit dir. Ich weiß es nicht mehr so ganz. Also ich weiß schon noch, worum es grob gegangen ist. Aber was soll ich sagen? Ja, ich weiß noch, wie ich da gestanden bin und das Schlimme war, sie war so im Zwiespalt, weil sie sich total gefreut hat, dass ich mir die Zeit nehme. Weil einfach, wann nimmst du denn die Zeit? Immer mit so zum Reden. Aber gleichzeitig war es natürlich ein hoher Grad an Besorgnis. Weil ich habe ja auch Videos gesehen und Fotos von mir. Und diese Augen, die schauen aus fast wie ein Stefan aus seinen Augen immer ausschauen. Weißt du, ich meine? Ja, ich habe es mir gedacht, jetzt also so rein so, wie ich mein Gesicht selber finde, in dem kurzen Zeitraum, den ich 3-4 Wochen, ich glaube, es waren so 3 Wochen, wo wir nicht wirklich viel gesoffen haben und auch keine Auftritte gehabt haben. Da haben wir gedacht, hey, das geht ja schnell wieder zurück. Also so Hautbild insgesamt, Augenring und so. Und jetzt so die letzten 3 Wochen danach, seitdem es in größer Bierzeit war. Oh ja, das hat was losgetreten. Ja. Das war wieder so, als wäre eine Lawine losgegangen. Und jetzt sind die Auftritte wieder. Ja, das ist einmal das, gell? Da kannst du dann aber auch nichts machen. Ja, wir sind halt Musikanten. Völlig. Ja, und da kannst du nicht aus. Klar, andere saufen nichts, aber dann kann ich ja wieder im Büro arbeiten, komplett. Ja, ganz ehrlich, wenn du einmal von irgendeinem Typen, der nichts sauft, hock dich mit dem einmal hier und lass dir eine coole Geschichte aus seinem Leben erzählen. Was sagt er dann? Ja, ich war heute um 4 in der Früh am Brauneck
Ja. Sag ich, wow, ich war heute um 4 Uhr in der Früh fast im Koma. Schon. Weil es jetzt cool an, ich weiß von den ganzen tollen Erlebnissen, ich glaube, da fast gar nichts mehr. Ja, Also schon. wäre es jetzt Und cool. der hat ungefähr 120 Euro braucht. Stimmt. Und hat noch gar nicht auf meine Kartenabrechnung geschaut. Ja. Also, Ja. nein, ich bin trotzdem der Meinung, voll cool, wenn man nicht sauft. Ja. Spitze, aber Es ist gesünder. sehr viel Erlebnisse werden so einfach nicht stattfinden, Ja. wenn du nur nüchtern. Ich glaube, dass wir unser Pensum erfüllt hätten für dieses Leben. Ich Ja. glaube, dass wir jetzt Ja, sagen schon, könnten, mit den Memories Ja. und mit der Menge an Alkohol, die wir zu uns genommen haben, kann man sie zur Ruhe setzen. Aber das ist halt, wie gesagt, glaubst du, so ein Fußballer geht gern mit 30 in Rente? Nein, auf keinen Fall. Und es gibt halt Sportarten. Wenn er mit 30 Jahren aufhört, dann fängt er zum Saufen an. Richtig. Ja, aber es gibt einfach Sportarten, die kannst du länger machen als 30 und Saufen gehört dazu. Dart, ein paar von den besten Darter sind älter als 30. Keine Ahnung, ich habe mich nicht mit dem beschäftigt. Ich weiß nicht. Aber ich kenne viele Leute, die älter sind wie die 30 und noch richtig hart am Ja. Blut sind. Ja. Ja, und die siehst das doch sogar an die Straßenpenner Ja. um 9 Uhr am Vormittag, Ja. wir's von A nach B trotten mit einem Bauerndank in der Hand. Ja. Und wer schaut für die glücklich aus? Der Typ, der gerade zu seiner Parkbank und zu den anderen Typen an der Parkbank mit dem Bauerndank geht, Ja. oder der Typ, der mit seinem Aktenkoffer in seinen 9-to-5-Job geht? Ja. Wer? Der Penner. Klar, wahrscheinlich. im Außer Winter, am Abend. Und das Ding, ja. Aber, Aber gut. mein Gott, das sind Mei. unterschiedliche Lebensmodelle. würde ich sagen. Okay, gut. Ja. Dann haben wir mal wieder Rechtfertigung gefunden für unseren Ja. übermäßigen Alkoholkonsum. Was? Oh ja. 26 Minuten. Ja, was schockierend ist, wir wissen nicht, ob uns jemand was ins Glas getan hat, aber sowohl der Harry als auch der Kid Rap, als auch ich, haben seit letzten, Montag, Ja. haben wir enorme Genickschmerzen und allgemein körperliche Beschwerden. Und jetzt weiß ich nicht, ob wir uns wirklich zum Krüppel gesoffen haben. Ja, ich glaube, dass Also das muskulär. wieder, so was auch wie mir in Thailand passiert ist, ich glaube, dass dieser, was auch immer das war, das schlechte Lebensmittel, das ich gegessen habe, nicht so fatal gewesen war, wenn ich nicht davor 10 Tage gesoffen hätte. Und ich glaube vielleicht, dass das auch so, wenn du, wir waren ja zweimal in echt große Bierzeiten, was ja richtige Keimspreader-Veranstaltungen sind, Möglich. und dann bist du jetzt wahrscheinlich, wie nennt man das, Abwehrkräfte technisch auch nicht auf deinem Hoch, wenn du Nein. mal ein bisschen Party gemacht hast die letzten Tage. Ja, dass du das Leben ein bisschen gefeiert hast. Ja, Ja, schon, ja. Vielleicht, der Körper ist halt in dem Moment durchaus mit anderen Dingen beschäftigt, sprich Alkohol ab. ja, schon, ja. Und das muss er wirklich unter Hochdruck machen. Also da muss Ja. er zusätzliche Kräfte anfordern, dass er da ansatzweise. ja. Was jetzt ja. aber schon krass ist, jetzt trinken wir ja schon viel, gell? Aber ich war jetzt nicht in der Früh auf und denke sofort ans Saufen und habe einen Flattermann. Nein, Also da ich habe denke ich mir aber. dann, Kruzifix, wie viel musst denn du dann saufen? Und da Ja. frage ich mich, ob das daran liegt, dass wir einfach jetzt mal glückliche Menschen sind, also mit unserem Leben zufrieden sind und deswegen nicht gleich in der Früh saufen müssen. Ja. Also, weil wenn du jetzt so sagst, Ja, oder weil es halt immer nur zumindest so kleine Hemmschwellen gibt. Also zumindest ich sauf nicht allein. Und das darf ich ja nie machen. Also so, sauf nicht allein. Das ist die Hemmschwelle. na, aber das ist gut, da stützen wir uns gut gegenseitig, weil Ich weiß, mich würde schon schockieren ein bisschen, Ja. wenn du dann sagst, ja, ich habe gestern über alleine gesoffen. Ja. Also schockieren ist übertrieben, aber ich darf sagen, haben wir wieder einen verloren. Dann geht's steiler. Und ja. Ja, nein, das ist schon wild, ja. So, Thema der Woche, Ja. Kid Rap. Schauen wir mal, was wir dann noch hinkriegen, oder? Schauen wir mal, warte, das ist halbe, weil ich wollte halt nicht so lang machen. Ja. Sonst ist halt die Frage, ob wir gleich zu den Favorites kommen und zu den Fragen. Also mir ist wurscht. Aber dann machen wir das Thema einfach kurz. Ja. Thema der Woche ist Karma. Noch einmal. Also eigentlich ist Karma, Camellia. Ja, aus dem Das Song. ist Song, ja. Ja, Klammern, sorry. ja. Das ist der Moment, wo ich sagen würde, ja, trainiere gern die AI. Glaubst du an Karma? Gar nicht so ein schlechtes Thema. Ja. Ja, ich weiß mich auch nicht, weil du gerade überlegst. Irgendwie nicht. Irgendwie Also- kenne ich zu viele gute Menschen, augenscheinlich gute Menschen. Ja. Nehmen wir mal einen Fabian M. Ja.
Weißt du, was ich meine? Das ist einer der nettesten und fleißigsten und geilsten Typen, die ich kenne, aber hat einfach so oft, das ist schon auf die Schnauze gefallen. Ja, aber auch, wo er nichts dafür kann quasi. Nein, gar wo nicht. Er arbeitstechnisch in Vorleistung gegangen ist und sie ihm dann mehrere tausend Euro nicht gezahlt haben und er dann auf die ganzen Kosten hocken geblieben ist. So eine Dinge, ja, schwierig. Ich glaube, ja, kann ich nicht sagen. Ob ich wirklich daran glaube. Ich hoffe nicht. Nein, Ja. ich glaube, es gibt Gott sei Dank schlechtere Menschen als uns. Irgendwie wird schon alles wieder auf lange Sicht, wenn man jetzt an einen großen Kosmos denkt, muss ja alles wieder irgendwie zurückkommen. Aber Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass Menschen, die an Karma wirklich glauben, nettere Menschen sind. Also so wie viele Asiaten ja viel höflicher sind von Grund auf schon, weil sie ja dieses Buddhistenzeug eher eine Religion nennen. ja. So klang jetzt abwertend, da wäre es gemeint. Ja. Ja. Also, wie du schon sagst, ich glaube, es ist der Gedanke Karma und ist, glaube ich, einfach ein guter Gedanke. Ich glaube, dass es einem auch selber viel, viel besser geht, wenn man einfach weniger negativ ist. Das ist auch was, wo ich aktiv arbeite. Ja, also immer dass wieder. ich sage, weil es gibt manche Dinge, über die rege ich mich auf. Ja. Und dann denke ich mir, wie geil war es jetzt einfach, wenn du die komplett umstellst und sagst, ich reg mich halt einfach nicht mehr auf. Ja. Und in dem Moment, sage ich mal, geht es einem in der Theorie schon besser. Außerdem muss man ja gleich wieder aufregen, dann ist es halt saublöd. Aber manche Diskussionen, manche, was weiß ich, sind so unnötig. Was du denkst, was bringt denn das jetzt im Endeffekt? Es gibt ein paar Sachen, viele Dinge, die man macht, finde ich, über Dinge, über die man sich aufregt, sage ich mal, hängen halt damit zusammen, du möchtest halt ein Zeichen setzen, damit es in Zukunft nicht wieder so ist. Also das hat ja was mit Respekt zu tun und was weiß ich. Ja, aber für auch die nächste Frage, glaubst du an Schicksal, an Gott, eine höhere Macht, also eine höhere Macht, dass es da irgendwie mehr gibt, safe? Ja. Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, also ich kann es nicht wissenschaftlich ausschließen, sage ich Nein. mal. Und vor allem nicht mit meinem kleinen Erbsenhirn. Ja, schon. Aber ja, ich glaube, dass alle Religionen Müll sind. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, also es ist trotzdem als Mensch gemacht quasi, also jetzt halt so Bibel, Koran, das zeigt von die anderen, in die Schriftrollen und keine Ahnung was. Ich glaube, dass das auch nicht so laufen hat, wenn es einen Gott geben hat, glaube ich, dass der dann, also ich meine, das ist, wann ist Bibel geschrieben worden? Weiß ich nicht. Gab es noch keinen Buchdruck quasi. Nein, weniger. Ja. Das wird der Luther erst aufführen. Und dass man sich dann da so lang drauf beruft, jetzt auch noch, weil ich meine, so ein Gesetzesbuch oder sowas werde auch noch mal überdacht. Ja. Also ins modernere Leben übersetzt. Und ich weiß nicht, ob damals, auch wo die Menschen noch viel unaufgeklärter waren, psychische Krankheiten nicht erklärt werden haben können und sowas, ob das die ideale Zeit war, um so einen Schinken zum Schreiben. Ja. Aber wie gesagt, ich möchte keine seine Religion ausreden. Ich glaube, für viele Menschen ist das einfach eine Hilfe, dass sie sich manche Sachen erklären können und vielleicht auch um Sachen besser zu verarbeiten. Ja. Wenn man, egal an was man glaubt, denkt, dass nicht vorbei ist. Na. Ich glaube auch, dass es oft sehr hilfreich ist und auch viele Dinge damals beschissener gelaufen waren. Ja. Dass viel, ich glaube, wahrscheinlich gleicht sich alles einmal, also das Yin- und Yang-Prinzip wiederum macht schon Sinn. Ich glaube tatsächlich, dass sie alles immer in irgendeiner Form wieder ausgleicht, weil alles Beschissene, was ja die Kirche gemacht hat, das waren ja die ganz oben waren ja oft auch richtige Bastarde. Ja. Aber er hat halt auch so viele gute Aspekte einst gehabt mit der Kirche, eben dieses Thema Nächstenliebe. Wenn man sich an manche Sachen gehalten hätte, war es schon geil gewesen. Aber es ist halt so witzig. Hey, einerseits hier Nächstenliebe und wenn einer der eine fotzt, dann hau ihm die andere hier. Ja. Aber hey, tötet den Moslem, tötet den Juden, was weißt du nicht. Ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie so eine Sachen. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, die Moslems sind in der Ausdrucksweise noch mal ein bisschen stärker, wenn es darum geht, andere Religionen zu töten, aber ich bin mir nicht mehr sicher, keine Ahnung. Ich muss jetzt auch viel zu, kann ich mir gar nichts dazu sagen eigentlich. Ja, viele Religionen oder viele religiöse Menschen machen halt immer Cherry-Picking bei einer Religion. Ja, weil, so wie jedes mit allem, was er wohinter steht, macht.
egal wo es jetzt darum geht, dass ja, die Weiber dürfen sich nicht knapp anziehen, weil das steht in meiner Schrift drin, aber schon trotzdem, obwohl es nicht okay ist, ich glaube so, wohl beim Christentum, also bei Moslems und Juden, sie 18 Check Kohle im Birnen nicht zum Stehen. So geil. Cool, da schön im Puff zu fahren. Ja, das ist dann immer das, ja. Aber wie gesagt, muss dann jeder selber wissen. Ja. Also ich halte Religionen schon durchaus für sinnvoll, aber die Leute, man muss halt inzwischen aufgeklärt nur sein, dass man sagt, okay, ich glaube, früher hast du das schon braucht, ja, weil es halt da als Trost einfach auch. Ja, und ich glaube auch als Mittel, um die Leute Angst zu machen, weil die Vernunft noch nicht so groß war, vielleicht, und die, wie die Leute halt drauf sind. Ich glaube, da hast du schnell mal jemanden an die Olche reingehauen oder so, weil sie halt auch nicht so schnell aufklärt werden können, wenn du jetzt heimlich einen umgebracht hast, wenn es vielleicht heute ist. Ja. Eigentlich war das eine großartige Methode, so eine großartige Elternmethode. Und sagen, ja, du weißt schon, dass ich alles sehe. Du musst einfach nur die dummen Leute erzählen, dass sie eigentlich keine Chance haben, mit einem Scheiß durchzukommen. Ja. Und zack, schon hast du theoretisch die Macht über sie. Ja. Hitler hat schon gesagt, man muss das Volk dumm halten. Ja. Hat funktioniert. Schon, ja. Zu großen Teilen. Danke für TikTok. Ja, stimmt, ja. Alter, ja. Ja, ansonsten, wo steht mein Karma-Konto? Ich behaupte jetzt tatsächlich mal ganz frech, gar nicht so wahnsinnig schlecht. Also ich behaupte, dass wir beide verhältnismäßig gute Menschen sind. Es gibt eigentlich nie Leute, die wir, klar, wie gesagt, Schulzeit, mein Gott, so ein kleines bisschen. Ja. Aber es ist eigentlich, also klar, ist mir jetzt nicht immer korrekt, aber es sind auch selten Sachen, wo wir anfangen, da jetzt mal sagen, wenn es zu Streit kommt, aber so wirklich zum Streit kommt es oft nicht. Also es sind Sticheleien. Ja, und ansonsten, gut, die ein oder andere Autobatterie, die ich in dieser geschmissen habe. ja, aber so ist das gehört ja dazu. Ja. Du kannst es so ist es Leute auch schmeißen. Ja, so Wertstoff ja, klar. Dann zahle ich dafür. 5 Euro mindestens, ja. Also nein, danke. Ja, schon. Jetzt auch ganz konkret sagen, irgendwo hört die Nächstenliebe und die Umweltliebe einmal auf. Ja, man kann wahrscheinlich schon noch mehr machen, aber man kann da viel Schlechteres machen. Eben, so muss man es sagen. Im unteren Mittelfeld mit, da ich sagen. Ja. Nein. Aber so kein Umbracht, glaube ich. Das ist halt auch das Geile, gell? Dieses Prinzip, dass du sagst, okay, jetzt habe ich gelebt und danach, schauen wir halt einmal. Bin ich gespannt. Jetzt so im Sinne von, schauen wir, was am Schluss so für mich rausspringt. Geht's auf, geht's runter? Oder Fegefeuer, wie lange sind wir drin? Wie viele Jahre habe ich mal erarbeitet? Ja. Und mein Gott, also es ist halt auch geil, weil andererseits kannst du dann auch immer sagen, ja, mein Gott, wer jemand, der schon Schulden hat, sage ich, dann mache ich halt, also eigentlich ist ja dann der Tod, sozusagen die Privatinsolvenz oder die Insolvenz, wo du sagst, jetzt ist es schon. Ja. Mein Gott, jetzt habe ich schon so viel. Also eigentlich kannst du ab einem gewissen Punkt musst du keinen Kopf mehr machen. Nein, ich glaube, das ist dann wurscht. Also vielleicht fällt es auch deswegen, vielleicht erinnerst du dich deswegen immer so an den ersten Menschen, also laut Aussagen von anderen, an den ersten Menschen, den du umgebracht hast, und bei allen anderen wird es dann anscheinend leichter. Irgendwie hat es die Tatsache, dass du dazu gesagt hast, mit dem also bei allen anderen noch viel, viel gruseliger gemacht. Ich weiß nicht, ob ich noch zu zweit mit denen im Raum sein will. Aber vielleicht wird das ein Massenmörder sein. Ja. Wie dem auch sei. We will find out. Das Ding da hinten. Ja, ist wirklich. Ja, die Los Brutales Favorites, die liebsten Biermomente 25 machen wir nächstes Mal, weil da glaube ich, kann man viel erzählen wieder. Dass ich auch mal Cola stehe. Das habe ich schon gesehen. Ja. Was willst du jetzt machen? Ich wollte auf den Zettel schauen. Warum? Keine Ahnung. 5 Fragen, Kid Rap. Wenn ihr euch eine Behinderung, mindestens 50% Einschränkung aussuchen müsstet, welche wäre das? Was ich, gut, woher weiß ich, was 50% Einschränkung ist, aber jetzt sage ich halt einmal, mein Gott. Ich glaube, dass mein Hirn schon 50% eingeschränkt ist. Das Ding jetzt, Meier, wahrscheinlich ist es nur am einfachsten, wenn ich sage, wir nehmen so ein Auge. Das 3D-Sehen schon nervig, aber ich schieße schon lange nicht mehr Bogen. Ja. Und 3D-Filme mag ich auch nicht. Und wenn ich auf einem Ohr nichts mehr höre, das war wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das im Alltag einfacher oder schwieriger war. Vielleicht hätte ich dann auch Gleichgewichtsprobleme. Ja, für die Musik war es scheiße. Mit meinem, also im Rollstuhl war jetzt auch gar nicht meins, muss ich sagen. Arm abgebläht, weil dann kann ich nicht mehr umziehen helfen.
Ja, stimmt. Ja, im Gegensatz zum Rollstuhl. Ja. Da wären Umzüge noch voll cool. Es gibt ja so andere Behinderungen, so die wo unsichtbar sind. Ja. Also Scheindepression Ja, war auch schön. Mai vielleicht eine gespaltene Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ob das als 50-prozentige Behinderung zählt. ich glaube schon. Ja, Aber- aber so Ding wie heißt das, nicht dumm gesoffen, das weiß ich schon. Ja, multiple Persönlichkeitsstörungen, das meine ich, Ja. sowas, ja. Ja, das hat also, für wenn beide, Bipolar. wenn beide Bipolar. cool sind, Ja, schon. Ich glaube, dass das ist schon spannend. Ja. voll. Ich würde interessieren, ob du das checkst. Ich glaube, die Leute checken das schon. Und sie haben es ja, das ist ja meistens aus einem Trauma entstanden und das ist ja dann ein Schutzmechanismus quasi. Ich glaube, dass ich eine bipolare Persönlichkeit bin bereits, jetzt mal, wenn wir untereinander sind oder wenn ich dann mit einem Kunden rede. Ja, schon, ja. Ihr müsstet eine Büroklammer innerhalb von 15 Minuten irgendwo in eurem Zuhause verstecken und das FBI hat dann einen Tag Zeit, sie zu finden. Das ist eine gute Idee, aber jetzt möchte ich halt nicht meine ganzen Verstecke verraten. So Knastbrieftasche. Wenn ich jetzt sagen, boah, ja, Knastbrieftasche, klar. Aber gut, da kämen sie sofort drauf, weil dann sagen sie mir einen fetten Latino-Arsch und dann sagen sie, da ist gewiss was drin. Und dann fingert man so ein Schwein. Also dadurch, dass ich... Arschraum. Ich habe noch 15 Minuten Zeit, Okay. fuck, weil sonst hätte ich gesagt, ich hätte es irgendwie überweißelt. Das war eine gute Idee. Es sind halt also pass auf, ich darf wahrscheinlich versuchen, dass ich es, weil ich den Karton da gerade sehe, dass ich es so weit wie möglich kann, das da in die Seiten von einem Karton rein. Ja, Das war eine gute Option für mich. ja. Oder ich darf schauen, wo ganz viel Büroklammern sind. Das habe ich mir auch gerade überlegt. Und dann ja. schmeiße ich es dann rein und dann sage ich halt einfach, nein, das war nicht meine. Das war eine gute Idee. Ja. Abfluss ist zu einfach. Ich überlege gerade, ob ich es in irgendeine Zimmerpflanze einstecken kann, also wenn ich es lang mache. Ja, also klar, dann lang da machen rein. muss das. Lang machen muss das. Wird nichts helfen, ne? Ja, allgemein kann es auch gut so hinstellen. Also überall, wo du das halt lang reinstecken Ja. kannst, war schon sinnvoll. Ja. Ah, jetzt habe ich es. Ich darf versuchen, In Scheißpapier rein. das ist auch gut, nein, ich darf in den Schnürsenkel oben versuchen, Ja. irgendwie nein. Aber das ist dann, Ja. Was auch noch geht hat, sowas wie Zahnpasta oder sowas, Mhm. wenn es lang wäre, dann glaube ich, er fühlst das nicht. Aber wenn es halt explizit nach einer Büroklammer schauen, dann kann es da schon drauf sein. wahrscheinlich hätten sie da schon die einen oder anderen Trick. Ist halt auch blöd, weil das ist ein Metalldetektor, da müsste es irgendwo müsste es eigentlich wieder, wo, ja, da zum Beispiel irgendwo rein, aber da rastelt es halt dann, ist Ja. schwierig. Aber müssen wir ausprobieren. Ja. Was ist deine Morgenroutine, Kid Meine Rap? Morgenroutine ist, ich stehe auf, dann, je nachdem, dusche ich wahrscheinlich und trinke ich Wasser, dann plane ich meinen Tag, dann saufe ich einen Kaffee und je nachdem, wie viel Zeit dann noch ist, weil gut, meine Haare mache ich noch, das ist ein Teil meiner Tagesroutine. Ja, das ist Zeit so. Dann einfach frisch Ja, machen. genau, also ich mache mich fertig für den Tag, genau, und je nachdem, ob ich dann noch, wann ich aufgestanden bin, mache ich vielleicht noch Sport und gehe raus. Entweder Okay, oder. wie du gehst Also raus. hat man so einfach kurze Runden spazieren. Cool. Ja, dass die Ja, wach klar. wird, Ja, verstehe. Und dann fahre ich in die Arbeit und dann höre ich meinen Podcast da. Und dann meinen Tagesplan mache ich halt noch vorher Ja, meistens. Ja. Ja, dann komme ich ins Büro und dann schiebe ich schon rum, weil ich spät bin. Ja, ganz genau, richtig. Aber jetzt wieder so lange spazieren gegangen bist. Ja, meine Lieblingsroutine war eigentlich zu der Zeit, wo ich um 5 Uhr aufgestanden bin. Ja, Wecker geht, wichtig, sofort aufstehen. Also wirklich nicht nochmal stehen, direkt Ja. aufstehen. Dann gibt es zwei Optionen. Entweder ich bin direkt ins Büro gefahren, ja, komplett Ja. zerzaust, habe meinen Tagesplan gemacht, habe dann trainiert, ja, habe nach dem Training was Privates gemacht, so einfach eine Viertelstunde, so irgendein dummes Video angeschaut, Ja. wo mich einfach interessiert, wo ich sonst mir nicht die Zeit dafür nehme. ja. Und dann habe ich meinen Tagesplan abgearbeitet und das war eigentlich somit das Erfolgreichste. Ja, Hin und wieder, ich habe auch oft in meiner Routine noch eine Tagesschau anschauen gehabt, aber das ist so langweilig, das Ja, ist echt nein, unglaublich, das ist, ich pack das nicht und das zieht mich dann in der Früh schon so runter. ja. Ich bin auch immer, also ich bin schon gern informiert, einfach, aber ich denke mal, alles Wichtige, das kommt dann so oder so
irgendwann an dich heran. Ja. Und Nachrichten, genauso wie, also ich versuche in der Früh nicht mehr auf Instagram oder sowas zum Schauen, sondern Ja. WhatsApp schon immer halt wegen der Arbeit, weil da kann immer irgendwas, keine Ahnung, dass du schreibst, hey, mach mal das, nimm bitte Hosen mit, und dann sage ich so, Ich habe gar keine Hosen aktuell. habe um 10:30 erst aufs Handy geschaut. Ja. Ja, was ich noch versucht habe, eine Zeit lang zu machen, dass man jetzt mal wieder ein bisschen früher aufstehe, ist, dass ich schon eine halbe Stunde in der Früh quasi Produce oder Songs schreibe. Echt? Ja. Das kannte ich gar nicht. Nicht auch? Das macht mir gar keinen Spaß, also in der Früh. Wenn dann, also wo bei mir immer echt heftig ist, wo ich immer ganz viel Inspirationen habe, ist beim Trainieren. Ja. Da ist dein Kopf dann echt frei. Ja. Autofahren geht auch noch, aber ich fahre nur so eine kurze Strecke leider. Ja. Und da hast du einen Vorteil. Ja, das hilft auch, ja. Bei mir ist auf die Nacht eigentlich in der Theorie immer besser, weil ich halt ein Nachtmensch bin einfach. Ja, aber ich habe das Interview von einem Ami-Rapper gesehen, quasi, der wo gesagt hat, dass er sich da die Sportler zum Vorbild genommen haben, weil die meisten Profisportler einfach in der Früh schon immer 2, 3 Bälle geschmissen haben oder was, keine Ahnung, einfach das so eine Routine entwickelt haben, und er hat gesagt, ja, er wollte halt auch besser werden in dem, was er macht, und so hat es halt einfach eine halbe Stunde gemacht, dass er es halt gemacht hat. Das war schon sehr sinnvoll. Ja. Da fällt mir halt jetzt, was jetzt Producen oder Songschreiben betrifft. Also Songschreiben, da möchte ich einfach, da bin ich froh, wenn ich im Mut bin. Und gehe dann eben in mein Studio und habe einfach dann auch Bock drauf, möchte mir dann neu, läuft dann in meinem Raum rum. Und das aber Producen, also sich weiterentwickeln, das finde ich voll geil. Ja. Habe ich heute in der Früh gemacht zum Beispiel, habe mir 3/4 Stunde ein Video über KI angeschaut, das sehr interessant war. Also das macht schon Sinn. Ja, genau. Aber es war mit Fitness ist das Ähnliche. Also ich glaube immer alles, was du in der Früh schon gemacht hast, wenn es zeitlich geht, wenn man keinen Termin hat, ist glaube ich immer schlauer, weil ich schon auch jemand bin, der sich denkt, ich bin dann jemand, der ich gehe halt, wenn ich ins Fitnessstudio gehe halt dann eine Stunde bevor es zumacht. Also, dass es halt nicht mehr geht, weil keine Ahnung warum, halt immer viel lang aufschiebt. Ja, aber das Einzige, wo sie darauf feiert, später zu trainieren, also zum Beispiel zum Eifisch statt gleich in der Früh, ist, dass ich habe dann, wenn ich um 5 Uhr aufstehe, schon Mittag rum eher so ein kleines Down kurz. Ja. Aber aus dem komme ich raus, wenn ich da trainiere in der Zeit. Das ist das Positive. Was da hilft, ist Kokain. Ja, aber das ist ja auch wieder irgendwie nervig dann. Ja, es hat die Downphasen danach. Und schon. Die Depression. Und die Sucht halt einfach. Ja, schon, ja. Schon, dass ich die ganze Zeit beim Dealer aufrufe. Wenn du jetzt einen Flug ins Weltall geschenkt bekommen würdest, darfst du das machen? Ich ja nicht. Ich glaube, dass er das körperlich gar nicht dabei stimmt, keiner von uns. Die Gehkräfte dabei kann ich vorher bei Achterbahn schon fast in Ohnmacht. Ja. Und dann ist er das Weltall wie aus Meer mal 1000. Das ist ja scheiße gruselig. Ja. Und ja. Weniger Feinde da, aber das Weltall selber ist ja genug Feind. Ja. Aber ich da so einen Tag davor habe, sagen sie, das war morgen. Ja, ich darf nicht absagen. Das mit einem Anrufen ist. Und du hast für Hund mit dem Eis stehen, während ich dann aufgefahren. Ja. Nein, also finde ich sehr interessant, das Ganze, aber das brauche ich nicht. Also da ist meine Neugierde nicht groß genug. Nein. Für das. Bei J. Ja. Aber schön All-Inclusive Urlaub, den da nicht mehr. Den da ich auch nicht mehr. Schön Turkish Airlines. Mit der Aufschießen, was kostet das? Gewiss 2-3 Mille, oder? Ja, da kann ich glaube ich schon eine Woche nach Marsala. Ja, schon, ja. Schön. Das so heißt. Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh, ja. Sharm el-Sheikh, ja. Mit hier Business, aber vielleicht dann. Klar, und dann hier. Direkt. Das ist eine von meinen negativen Kellner-Erfahrungen, ich glaube, das habe ich im Podcast auch schon erzählt, wo mir dieser Bastard-Kellner keine 2 Bier auf einmal geben wollte. Wow. Im All-Inclusive-Urlaub. Und das sind immer nur so kleine Geschichten. Ja, ich weiß es. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe das sogar gut gemeint. Ich habe mir gedacht, dass er nicht die ganze Zeit geben muss. Er hat gesagt, bringst mir gleich 2. Ja. Also warum 2? Also ich so, warum nicht? Ist ja nicht so. Es war ja nicht so, dass ich 2 bestellt habe, während 8 Glasel noch da halb angesoffen waren, sondern die waren blitzeblank. Die waren komplett leer, bis auf den letzten Tropfen. Ja gut, war das in Ägypten, oder? Ja, die sind ja nicht so wahnsinnige Bierfreunde. Wobei es ist eigentlich... Ja. Also mein erster Ägyptenurlaub war voll geil, weil da habe ich einmal aus Witz haben wir 2 Wein und ein Bier bestellt. Und das hat der Kellner dann so lustig gefunden, dass er uns immer einfach wieder alles aufgefüllt hat. Und dann
das die nächsten Tage so fortgeführt hat beim Abendessen. Und das war super, war ein richtiger Fan. War das nicht das, wo du dann mitgekocht hast? Nein, das war in der Türkei mal. Ah, okay. Ja. Habe ich mitgrillt. Meistens falsch verstanden. Ja, Ja, gut. ja. Ja, na, Türkei kann ich ja nichts sagen. Türken immer nett gewesen. Glaub ich. Bisschen nervig auf die Bazars, aber wenn ich das halt nicht will, dann gehe ich nicht auf einen scheiß Bazar. Egal wo ich war, es war nirgends so schlimm wie in Mexiko und Cancun, sowas habe ich Okay. nie erlebt. Ja. Ja, kann ich mir schon vorstellen, ja. Ich finde auch, dass die Thailänder eigentlich gegangen sind. Also Die waren mehr als okay. Ja. Also, klar, ein bisschen die vor der Bar waren immer ein bisschen nervig, aber gut. ja, im- ich kann nicht im in Endeffekt jede wollen die- Ping-Pong-Show ja, gehen. im Endeffekt wollen die alle noch einen Hack machen. Ja, Und wer bringt das Hack? Die weißen Touristen. natürlich. Naja, gut. Ja, gute Frage noch. Jetzt Ja. noch nicht. Das ist ja dann die letzte. Welcher Band ist absolut overrated? Welche Band? Welche Band? Ich gerade. Was kenne ich denn für Bands? Ich habe eine. Ja, bei dir ist die Toten Hosen. Nein, aber jetzt okay. ich muss wechseln. Nimm die Toten Hosen. Ich finde die Toten Hosen als Band nach wie vor. Nein, ja haben nicht. ja gute Songs. Ich mag wir beide Mengen Campino einfach nicht. Ja, von Herzen. Ja. Völlig overrated, meiner Meinung nach ist, oder waren die Sportfreunde Stiller. Ich glaube, Ja. dass das nette Typen sein könnten und ich glaube auch, dass gar keine schlechten Songwriter sind. Ja. Aber man muss einfach das ganz nüchtern betrachten, dass der Sänger kein guter Sänger ist. Das ist einfach Fakt und das ist nicht einmal beleidigend gemeint. Ja. Aber vielleicht umso faszinierender und umso stärker müssen dann ihre Songs sein, Ja. weil man mit einer sehr durchschnittlichen Stimme so einen Erfolg erzielt. Aber das, da hätte ich jetzt als überschätzte Band gesehen. Katy Perry ist keine Band, aber die ist definitiv als Sängerin auch stark überschätzt. Sehr schlechte Sängerin. Fergie ist live ziemlich schlecht. Okay, aber nicht gehört. Boah, ich bin echt auf. Ich höre wenig Bands. Ja, du hast halt die Bands, die du gern magst. Ja, ich überlege gerade, ja, was es gibt da. Ich finde, ich kann sagen, so wir sind Helden, ist ja ein bisschen in die Habe Sportfreunde ich, stiller hab ich Richtung. auch überlegt, ja. Aber wir haben schon ein paar Hits. Fantastischen Vier. Ja, die Was waren ist da deine Meinung? Ja, die finde ich auch sehr mittelmäßig. Ja, wenn das als Band gilt, dann hätte ich wahrscheinlich. Ich glaube, das zählt als Band. Ja, Ja. und da hätte ich wahrscheinlich die Fantastik. Oder was gibt es denn sonst in Österreich oder so? Gibt es dann irgendwas bandtechnisch? Nein, nix. Ja, ich glaube, also was eine ja. bayerische Band. Gaudi. Ja. Nein, da fällt mir nichts ein. Naja, ich glaube, also, ja, wo ich so oft einen Rant gehalten habe, gleich waren schon die Fantastischen Vier, ja, weil ich es einfach so uncooler finde. Vox Club. Stimmt, ja. Aber ich glaube, also, da die Fanta 4 mehr in dem Bereich spielen, was mich interessiert, glaube ich, da ich sagen, dass die Fanta 4 für mich overrated sind. Ja, ja, auf jeden Fall. Weil da war es der Haftbefehl zum Beispiel. Ja. Ja. Oder Schwester Eva. Ja. Ja. Fan der Woche haben wir uns natürlich wieder keinen rausgesucht. Ja, ich habe irgendeinen Namen in meinem Handy drin und ich weiß nicht warum, den habe ich mir aufgeschrieben. Ich weiß nicht, vielleicht wollte der Fan der Woche werden. War natürlich am Montag um 12:03 Uhr habe ich mir seinen Namen aufgeschrieben. Okay. Ja, Lass mich mal kurz überlegen, ob ich habe wieder im Kopf, dass du mir irgendwas erzählt hast. habe ich das ist der Name, also der obere. Ah. Ja, das unten ist was anderes, hat mir der Patrick hat gesagt, dass ich mich da hinwenden soll. Na, gar Hier keine. ist S-Punkt, ich weiß nicht, ich will jetzt den Na. Namen nicht sagen, weil ich nicht weiß, warum wir miteinander korrespondiert haben. Aber schauen wir mal, wer unsere Follower wieder dabei ist. Ja. Vielleicht wollte er, dass man zurückfolgen, weil ab und zu sagen, Irgend sowas, ja, zurück, völlig. weil ich gerade keinen Empfang habe und dann bin ich wieder am Handy. Und Oder sein Handy war es und hast ein Foto vielleicht. Hast du mit deinem Nein. Handy ein Foto gemacht Nein, und der hat nicht. gesagt, Ich schick's habe mir sehr bitte. wenig Fotos gemacht tatsächlich. An Ja, dem ich Tag. habe ein paar Videos gemacht. Ja, Ja. kann ich jetzt so auch nicht sagen. Ey, was ist denn das? Okay.
Also, nein, ist nicht real. Ja, ihr kriegt noch ein kleines Spiel, das habe ich beim letzten Mal zeitlich nicht mehr geschafft, einzubauen. Das könnt ihr Ach so, anschauen. Ja, passt. das war eigentlich letztes Mal schon drin gewesen. Also nicht wundern, wenn wir einen kleinen Outfitwechsel haben. Viel Spaß noch bei dem Spiel und sonst hat die letzten Worte, wie immer. Der wunderbare Harry. Danke. Hier müssen wir jetzt anscheinend was matchen. Okay. Haben wir hier ein Spiel von der Sabrina gekriegt. Wir haben hier 5 Kinder und 5 Stars. Und wir müssen schauen, wessen Kind ist das? Matchen die Bilder von den Kindern mit ihren prominenten Eltern. Oh, geil, okay. Nena. Also ich weiß, wie Nenas Tochter ausschaut, das ist schon mal nicht Nenas Tochter. Okay. Sabrina, du blendest das dann ein, oder? Ja. Dann schneidet sie das. Ja. Oh ja, Victoria und David Beckham. Ja, die Buben kenne ich aber nur als Kinder. Okay. Haben die eine Tochter? Ich habe gedacht, die haben noch 2 Buben. Die ist auch okay. Aber müssen wir mal schauen. Wie alt die ist? Ich google. Ja. Also wir haben jetzt, ich sage mal, wir haben... Ich finde, da ist schon Ähnlichkeit da, das darf schon gehen. Bei Hat den der Wendler ein Beckhams. Kind? Also wir haben hier Nena, Ja. wir haben einen Musk, wir haben einen Wendler und wir haben einen Söder. Aber warte, waren das nicht 5? Das ist doch 5. Achso, was ist noch da? Ah. Ach so, ist ja, jetzt sind wir benannt. Okay, schauen Also wir erst ist einmal. jetzt die Frage. Wow. Also, Aber ich weiß nicht, ob wir es jetzt durcheinander gebracht haben. da ist ja die Lösung, oder? Ah, okay, ja. Okay, also ich sage mal, Also was ist fangen wir mal mit dem Wendler an. Ganz kurz, ist jetzt die Herausforderung, dass wir die Kinder die Eltern Ja. zuordnen müssen? Also es gibt gar nicht die Möglichkeit, dass man also es gibt quasi nicht die Möglichkeit, dass die gerade keine Kinder haben. Also jedes Weiß ich Paar nicht. gehört zu Also jemandem. ich denke schon, dass sie es so gemacht haben. Also das ist, glaube ich, wenn man nicht alles täuscht, die Tochter von der Nena, oder? Wenn man nicht alles, ich glaube schon. Ja, kann so Nasenzähne schon funktionieren. Ja, Das ist die Tochter von Musk, hätte ich gesagt. ja. Das schaut so südafrikanisch aus. Ja. Dann, ich stehe nicht mehr an irgendjemanden. Das ist für mich Wendler dann. Oder, was meinst du? Ah, schau mal, die Nasen ist halt auch sehr maskig. Ja, Jetzt sagen wir mal, zack, das war... aber da die Nasen, die Augen. Wen hast du dem zu Musk. Musk, ja. Ja, nein, ich darf schon bleiben bei Musk. Ja. Das ist, ich glaube, Wendler. Ja, Dann, da ich sagen, vielleicht ist das die vom Söder, das war halt heftig, gell? Das war ja. halt schon heftig, aber die ist so... Aber die, Aber die ist- haben wir die schon? Nein. Weil das kann doch Beckham-mäßig auch Ja. sein, oder? das Beckham, das Söder. Und das... Okay. Ich schicke jetzt mal ein Bild, das seht ihr, wenn wir es eingeordnet haben. Das war jetzt unser Ding. Und dann machen wir mal eine Auflösung. Ja, Das ist aufregend. schauen wir mal. Ah, scheiße, haben wir irgendwas richtig? Ja. Das ist echt die Tochter vom Söder, krass. Ha! Ah, die haben wir ja. Sogar. Also Markus, alles was ich jemals über dich gesagt habe, nimm mir zurück, du hast einen sehr effektiven Samen. Also das ist echt... wir haben einen nur Ort, also 2 haben wir falsch zugeordnet, 3 haben wir richtig. So, Also so war es richtig. naja. Okay. Hätten Aber wir uns die ja da müssen- denken können, weil das ist auf dem roten Teppich. Das Fuck, Bild. ja, da hätten wir ein bisschen mehr mitdenken. Ja. Ja. Gut, aber es kann der... Also da siehst du nur B, also da Ja, hätte schon auf irgendwas anderes sein können. ja. Okay, ja, alles recht. Okay, Menschen, sie ist wahrscheinlich relativ jung, dann nehmen wir natürlich alles zurück. Ja. Wie alt ist die Tochter von Wendler? Steht dann irgendwas dabei, oder? Wahrscheinlich so alt wie sie heute. Stimmt, ja.